Ganz viel Spaß. Das sieht man ja gar nicht. Willkommen im Horrorlabyrinth. Sind alle da? Ja. Okay. Aholming in Niederbayern. 5 Stunden bevor das Horror-Event im Maislabyrinth losgeht. Schon seit gestern testet die Bavarian Scarecrew die Technik. Robert Friedl ist der Vereinsvorstand. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir den Zeitplan erfüllen. Gell? Bei 19 Uhr müssen die Leute reingehen. Und jetzt müssen wir unbedingt abhängen. LED-Spots müssen wir noch machen, Soundanlage noch testen, Mikrofon noch testen, Funkgeräte verteilen, geschminkt gehört noch. Also, ja, das ist ein straffer Zeitplan. Zeit läuft. Zeit läuft, genau. Sie müssen jetzt festlegen, wo die Leute nachher durchgehen können. Also einzelne Gänge sperren, damit sich später niemand verläuft und panisch wird. Da lassen wir die wegen dem Effekt offen, damit sie sich ein bisschen verlaufen kann. Ja. Seit Anfang 2025 gibt es den Gruselverein. Ein bisschen Gruselerfahrung haben sie schon, aber diese Dimension ist neu. Das Maislabyrinth vom Obsthof Dorfmeister ist tagsüber für Familien. Heute Abend soll es zu Dorfmeisters Albtraum werden. 11 Leute verwandeln sich dafür gleich zu sogenannten Live-Erschreckern. Michael Kastenhuber wird eine Vogelscheuche. Ich fange eigentlich erst mal so am Kreuzpass an. Natürlich im Outfit. Also erkennen tun wir mich dann gar nicht mehr. Und dann kommt erst mal die Überraschung erst einmal, ist der echt, ist der nicht echt? Und dann kann man schön vom Kreuz runterspringen. Und dann schauen, was die Leute erwarten. Wann bist du happy? Wenn die Leute laufend davonlaufen, also wirklich schreiend davonlaufen, das ist eigentlich das Schönste. Der Aufwand ist gewaltig. Licht, Nebel, Logistik. Das Gruselevent soll neue Maßstäbe setzen. Erfolg wird es im Endeffekt, wenn heute die Parkplätze voll sind und wenn die Leute kreischen, im Labyrinth sind und rausgehen und lachen und sagen, Mensch, das war wirklich mega geil. Dann war es Erfolg. Ob es jetzt 100 sind oder 500, wichtig ist, dass die Leute rausgehen und sagen, mega. Ça va bientôt commencer. Damit das Labyrinth nachher voller greisliger Gestalten ist, braucht es vor allem sehr viel Schminke und Geduld. Steffi Stark ist mit ihrer Verwandlung mindestens 1 Stunde beschäftigt. Ja, das ist tatsächlich Mischung zwischen Clown, Zombie, Dämon. Also relativ spontan entschieden tatsächlich heute. Sonst mache ich eher immer so ein bisschen das Clownige, aber das war mir halt vielleicht ein bisschen zu langweilig. Kennengelernt haben sich die Vereinsmitglieder als Live-Erschrecker auf einem großen Halloween-Event. Danach kam die Idee, sich zusammenzutun und weiterzumachen. Halloween ist halt einfach was Besonderes und meiner Meinung nach relativ kurz, also der eine Tag im Jahr. Und genau, also für mich hat man diese Stimmung relativ das ganze Jahr verbreiten. Der Eventstart rückt immer näher. Stefan Schosser ist der Hauptschminker heute. Du willst das ja dabei ja so aus, oder? Alles gut. Wie wenn jemand Spritzen im Kopf drin hätte. Und er kriegt jetzt da noch so eine aufgerissene Wunde, also einfach wild. Seit 1 Stunde werden die Tickets verkauft. Etwa 50 bis jetzt. Die Einnahmen teilen sich der Labyrinthbetreiber und der Verein. Läuft alles, Licht läuft alles, jetzt drehen wir alles auf, ob Sicherung aushält und dann können wir loslegen. Beim Schminken läuft es auch. Bei Steffi Stark wird noch das Auge zugeklebt. Ich bin schon ein bisschen nervös, ja. Aber nach den ersten 3, 4 Gruppen legt sie das, glaube ich. Hoffentlich. Für den Zombie das Finishing mit dem Airbrush. Das hat Stefan extra gelernt. Letztes Jahr war ich noch der Meinung, nein, das ist nichts für mich. Ich habe mich lang geziert und lang überreden lassen. Und dann war ich da letztes Jahr eben auch bei den Event dabei, wo wir uns alle eigentlich ein bisschen kennengelernt haben. Und letzten Endes hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich gar nicht aufhören wollte. Also ich mag so das, ein bisschen so das Basteln und dann ein wenig so das umeinander kreieren, sage ich einmal, und selber was probieren, dass es dann funktioniert. Das macht schon Spaß. Oder Frisier gut. Amazing. Ja?
Es geht los. Die Gäste Nadja und Mario sind die Ersten, die reingehen. Sie testen schon mal in der Dämmerung. Willkommen im Dorfmeisters Albtraum. Das Horrorlabyrinth fängt harmlos an. Ich krieg's echt mit meinem Herz. Und dabei ist es noch nicht einmal dunkel. Mega. Ich habe es auch gut gefunden und das wirklich, ich habe es einfach lassen, ich lade es jederzeit wieder. Und ich habe mich auch einmal sauber erschreckt. Richtig erschreckt. Dann ist es endlich dunkel. Am Eingang werden es immer mehr. Ja, weil wir auf Halloween total stängeln und auf das Gruseln. Ich bin gespannt, ob es wirklich Merkt man schon, wenn ich dann gruselig schreie. wird. Das merkt man dann schon, wenn ich schreie. Dann wird es auf jeden Fall gut. Wir haben ein paar Außenscheißer dabei. Sie ist einer. Da ist einer. Da hinten ist eine. Vor was habt ihr Angst? Grundsätzlich vor Dunkelheit schon mal. Also momentan staut es See, weil die Leute teilweise beim ersten Akteur, die will nur sagt, dass sie willkommen sind, schon Angst haben und wieder zurücklaufen. Ja, Stress, man sieht's. Ja, bitte. Jetzt haben wir schon mit... Was hat er sich da? Ein Gast hat vor lauter Angst mittendrin umgedreht. Ein paar Minuten später ist er aber schon wieder draußen. Es geht weiter. Das schaut krass aus. Da muss man schon gut zu Düse gegangen. Wir haben auch Verletzte. Vor lauter Schock. Ich bin einmal Bus ins Maisfeld reingefahren, leider tatsächlich. Ja. Die Kettensäge hat mich schon gut erschrocken. Super, wirklich top. Was? Geil. Ich habe jetzt eine Beule und er einen lockeren Zahn. Ich bin erstaunt, wie laut mein Kind schreien kann. Es werden jetzt immer mehr vorm Eingang. Über 200 Leute sind extra nach Acholming gekommen. Die Bavarian Scarecrew muss im Akkord erschrecken. Ich hätte es mir tatsächlich nie so vorgestellt. Also es ist wirklich mehr los als gedacht, dass das ja so angenommen wird. Ich meine, das ist halt immer schwierig, so das Ländliche bei uns, da, es gibt es halt so nicht. Und dass das dann eben so angenommen wird, das ist schon ziemlich cool. Okay, jetzt kommt jemand. So ein Gruselerlebnis wollen offensichtlich viel mehr als gedacht. Und Halloween ist ja auch nicht mehr weit.